Meine Herrschaften, und nun etwas ganz, ganz Besonderes. Wir zeigen Ihnen in der nächsten Abteilung die Kölsche Kleopatra. Ein Intellektueller ist, wer schon wusste, wer Kleopatra war, bevor er den Film mit der Liz Taylor gesehen hat. Und Kleopatra starb einige Jahre, bevor Marlene Dietrich ihren ersten Film drehte. Und in diesem Wachsfigurenkabinett im Kölschen Panoptikum Begeisterung bitte ich für die Kölsche Kleopatra. Nicht mehr leiden. Ja, ist doch wahr, ich wäre doch für so eine Rolle viel eher prädestiniert, ne? Das Lies, ich meine das Kleopatra, ne? Das stammte doch vom Nil, ne? Und ich stamme doch auch vom Nil, von Köln-Nil, oh ja. Ich bringe doch auch viel mehr Material mit wie das, ich meine natürlich stimmlich, ne? Also wenn ich mich mit meinem Regisseur über eine neue Rolle am Unterhalten bin, dann kann in den anstößigen Verwaltungsräumen kein Mensch mehr schlafen. Ja, und auch figürlich. Ich meine, wenn Sie mich auf Breitwand genommen hätten, da hätten Sie sich doch glatt die Hälfte von den teuren Kulissen sparen können. Wissen Sie überhaupt, was der Film gekostet hat? 30 Millionen $. Da machen wir hier in Deutschland aber billigere Filme. Das stand zuletzt schon im Stadtanzeiger. Da stand, der deutsche Film wird von Tag zu Tag billiger. Ja. Und mit den Gagen, da ist das auch nicht mehr so. Oh nein, man hat uns Starren den Brotkorb der früheren Jahre erheblich höher gehängt, ja. Letztes Jahr in Marienbad, nicht? Ja, wir müssen eben Maß halten, jeder an seiner Stelle. Ich auch. Ich muss meiner Schneiderin auch immer das Maß halten, wenn die beim Maß nehmen und mich herumlaufen muss. Ja, apropos Schneiderin, ich hatte ja schöne Kleider an, das Kleopatra. Ja, sie haben es an nichts fehlen lassen. Nur am Oberteil, ne? Das fehlte meistens ganz, ja. In Ägypten darf der Film ja auch nicht gezeigt werden, nein. Für die unterentwickelten Länder ist die Taylor viel zu überentwickelt. Und überhaupt, ehe das Kleopatra ja mal einen Römer gesehen hatte, da waren die doch schon lang bei uns hier in Köln. Und mit den Römern haben wir seit 2000 Jahren den schönsten Verkehr. Das hat der Cäsar so ja damals schon in einem Buch geschrieben. Und dank den Gastarbeitern ist dieser bis heute noch nicht abgerissen. Also ich habe mich mit dem Lies ja mal sehr gut verstanden. Damals, ne, habe ich sie mal besucht, als ich da in Hollywood einen Film gedreht habe, der hieß Ohne Mimi geht die Kripo nicht ins Bett, ja. Das war eine sehr schöne Sache. Da hat sie mal abends auch auf einer Party ein paar Männer vorgestellt. Hat sie gesagt, oh Darling, darf ich dir vorstellen, meine Men? Waren aber 4 Stück, ja. Ich glaube, die führt eine Mischehe, ja. Aber sonst waren alle da, lauter Leute von Strang und Namen, ja. Die ganze interasoziale Prominenz war da. Ja, da war das Jan Manstolfield, nicht? Und das Romy Schneider allein, ich meine ohne allein, nicht? Und der Herzog und der Herzogin von Winsdorf und noch so ein paar Halbstarke, ja.
jetzt mit dem Braun gesprochen und der ist auch einverstanden. Wir holen uns jetzt Hollywood nach Köln und zwar auf der Pollerwies, denn hätten wir in Köln der Film gemacht, hätten wir bestimmt ein paar Mark gespart, reingesteckt am meisten, hätt privat da leisten, denn der Festausschuss hätt Nein gesagt. Wozu brauchen wir die USA? Prinzen, Bauern, Jungfern haben wir ja. Fehlen zum Spaliere noch ein paar Jäcketiere, ist der Elferrat ja auch noch da.